Wie geht Kino? Im heutigen Video vergleichen wir eine Fotokamera versus eine richtige Kinofilmkamera. Also bleibt dran, es wird spannend. Es geht nicht so um die technischen Daten, sondern mehr einfach, wie das da aussieht. Und dann werden wir euch noch ein bisschen auch etwas aus dem Off erzählen. Bleibt dran, jetzt kommt die Stimme aus dem Off. Vielleicht habt ihr euch auch schon mal gefragt, mit was Kinofilme aufgenommen werden. Die Antwort zu dem haben wir jetzt. Die Kamera ist mit einem Wert von ca. 20'000 Franken eher günstig für eine Profi-Kinokamera. Stellst dir jetzt die Frage, warum das Kino auf so teure Kameras setzt? Denn vielleicht kann deine Spiegelreflex- oder Systemkamera auch super Videos aufnehmen. Deswegen sehen ihr jetzt immer wieder einmal einen Clip mit der Kinokamera und das andere Mal einen Clip mit der Fotokamera. Die kostet im Vergleich ca. 4'000 Franken. Und wie ihr seht, bietet auch die eine super Qualität. Das Kino setzt auf ihre Kameras, da sie mit denen komplette Kontrolle über das Bild haben. Sie haben keine automatische Helligkeit oder Weißabgleich, der die Farbe während der Aufnahme verändert. Das braucht es nicht, da Szenen meistens komplett geplant sind, heisst, dass Licht und die ganze Szenerie aufs Bild in der Kamera angepasst wird. Es fehlt aber auch an der automatischen Scharfstellung. Geübte Leute, wie der Elias Bötticher, schaffen mit dem manuellen Fokussieren bessere Ergebnisse wie dein oder mein Autofokus. Denn die Kameraperson weiss, was die Regie will, falls denn der Fokus überhaupt von einer Kameraperson eingestellt wird. Kinokameras sind so konzipiert, um ihren Job zuverlässig und möglichst ohne Kompromiss zu aufnehmen. Das heisst, dass mein 4K von der Fotokamera zwar 4K ist, aber immer wieder Pixelinformationen zusammengemixt werden, um Daten zu sparen. Zudem ist eine Kinokamera um einiges schwerer. Durch das grosse Gewicht von so einer Kamera liegt die Kamera viel besser in der Hand und Verwacklungen wirken viel natürlicher, denn durchs Gewicht gehen die ganz kleinen Ruckler in der Trägheit verloren. Zudem ist das Farbempfinden von einer Kinokamera näher am menschlichen Auge, damit das Bild möglichst realistisch wirkt. Ich hoffe, du hast jetzt mal anders wie mit dem roten Stuhl in die Kinowelt eintauchen. Grosses Dank an Elias Bötticher, der mit mir das Video aufgenommen hat und auch die Kamera gehört. Schau doch mal bei ihm auf der Webseite oder auf Instagram vorbei. Bleib aktiv mit Abo, Kommentar oder Like. Bis zum nächsten Mal, wenn es heisst Stay on the Bridge.